Eure schöne Geburten, jederem, dem ich noch nicht mal gesagt habe, für den Gottesdienst. Es war ganz schön, die sind alle fortgeflohen, die Freizeit zu hören. Ich meine, die ältere Generation in der Eis kennt das Lied wahrscheinlich, was sie da auf Deutsch gesungen haben, was wir damals auf Englisch hören. Das war nämlich ein großes Lied in Amerika von den schwarzen Sklaven. Und so ein Motiv von der Sklaverei in Ägypten geholt. Und das war die ganzen Befreiungsjahre, die wir in unserer Jugend mitgekriegt haben. Und der Refrain war «Let my people go», was wir so schön auf Deutsch hören haben. Natürlich wissen die Jungen wahrscheinlich gar nichts davon, aber das war der Ursprung von dem Lied. An dem Motiv, den da gebraucht ging, als etwas ganz Tragisches Anfang. Pfingsten, muss ich auch vieles darüber hören. Oliver hat doch schon wunderbar viel darüber angelegt. Was als Pfingsten? Was vereint uns mit Pfingsten? Natürlich der Toten. Traditionell als eine Freizeit, die wir hier gesehen haben, mit Pfingsten am Chalet. Was nach? Als gut Stadt Lützeburger, als da dort noch etwas, was alle Lützeburger kennt, Pfingst, Dünsten, Sprangprozession zuerst danach. Oder für andere kann es sein, dass sie auch mit Pfingsten nicht aufhängen können. Eine deutsche Kanzlerin hat mal für Jahre gesagt, wissen die Leute dann überhaupt noch, was zu Pfingsten, mit Pfingsten geschieht das, weil mal Leute sich da abgeregt haben mit Flüchtlingen, die ans Land gekommen sind. Und man das wollte so, aber ja, der Christen will das nach, wo der entstanden ist. Und was das geht, da machen wir wenig Dalli, da machen wir ihren Mund ab, da bezeugt mal. Da rede ich nicht ab über all die Flüchtlinge, die kommen, die Gott uns vielleicht schenkt, für das wir hin so, was wir seit 2000 Jahren eigentlich als Botschaft sollten durch die Welt vertönen lassen. Ja, viele Leute, meine ich, können nicht mehr mit Pfingsten aufhängen. An alle Generationen muss es nicht neu hören, dass wir auch so mit dem Volk Israel, was dann irgendwann aus der Sklaverei rausgegangen ist, mit Josua eine große Zeit hat für die Eroberung von Kanaan. Und die nächste Generation, du warst schon um Ende. Das heißt, als Kinder können wir den Glauben weitergehen, aber als Enkelkinder, da muss auch irgendwann hin weitergehen. Und so geschieht es, dass eben nicht mehr da ist. Und dann haben wir auch an der Bibel Zeit von den Richtern, die nicht für nichts kommen. Gott war immer treu. Mit Menschen sind untreu. Menschen vergessen. Aber wir alle gehen wir wissen, was es mit Pfingsten auf sich hat, nämlich mit dem Heiligen Geist. Pfingsten, das Wort am Deutschen, merkt ihr das nicht so direkt, ob schon noch das Deutsche Pfingsten davon eigentlich aufgelegt ist, das hört mit 50 zu tun. Auf Französisch, also da wenig mehr klar, Pentecôte, was direkt von einem griechischen Wort kommt. Das ist der 50. Tag nach Ostern. Pfingsten geht aber auch Fest von der Woche genannt, weil es 7 mal 7 plus 1 Tag nach Ostern, nach dem sogenannten Passafest, gefeiert wird. 50 ist eine Zahl, die übrigens öfters an der Bibel vorkommt. Und ich habe spontan darunter gedacht, wie ich hier 4 berät habe. 50 könnt auch an der Bibel zum Beispiel ich weiß nicht, wie Lützeburger Wort das, beim Jubeljahr 4, nämlich das 50 Jahre Jubeljahr, und das war ein von den großen Gedenkjahren beim jüdischen Volk, bei der Lehre von Moses, wo Sklaven freikommen sind, wo der Besitz, den irgendwann für drohen wird müssen verpachten, andere gehen, weil der krank ging oder andere Sachen waren am Leben, wo der zurückruht.
wo eigentlich ganz neu aufhängen konnte. Vielleicht ist das eine Idee, wenn irgendein Eis irgendwann mal 50 geht, das ist ein Moment, wo er ganz neu kann am Leben aufhängen, wo Gott als seine Lehre von Moses gesagt hat, so ein Moment am Leben, wenn er genug tut, für die 50 zu erreichen, eigentlich denke ich, von neu kann aufhängen, dann, ja, und ich sehe, ja, schon vieles nicht so gemäht, wie das soll sein, dass vieles daneben gegangen. Bei Gott ist es nicht so, dass es da fertig ist. Es kann ein neu aufhängen. Eine wunderbare Idee. Pfingsten ist auch so fest. Da fängt etwas ganz neu an. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 steht, auf Pfingsten waren sie alle gleichgesinnt zusammen auf derselben Platz. Dieser Vers markiert den Anfang von einem wichtigen Moment an der Bibel. Kommen vom Heiligen Geist zu Pfingsten. Jesus hat seine Jünger gesagt, sie sollen nach seiner Auferstehung zu Jerusalem bleiben. Das ist an den ersten Versen, Verse 4, 5 von Kapitel 1. Und dann waren sie zusammengekommen, genau wie hier gesagt hat. Vielleicht waren das am Tempel, waren zusammen, wie du das größte Ereignis geschieht ist. Er geht da noch von einem Fest geschwärzt, und da steht auch Pfingsten, waren sie alle zusammen auf derselben Platz, was uns zu den biblischen Festen bringt, als ein erster Punkt. Am 2. Mose, Kapitel 34, Vers 22, den ersten Teil steht, Fest von der Woche musst du feiern, dem Moment, an dem die erste Frucht vom Wes hergeholt wird. Pfingsten getreut Fest von der Woche genannt, hatte gesehen für was? Es sind 7 Wochen no Passa, es wird auf Hebräisch Shavuot genannt, was der Pluriel ist, die Mehrzahl von Shavua, auf Hebräisch eine Woche. Es wird auch Fest von der Ernte oder von der Erstfrucht. Später werden wir nachgesehen, für was das eigentlich schon bei der biblischen Feste ganz interessanten Ausdruck ist, von der Erstfrucht genannt. Und es war das zweitgrößte jährliche Fest vom Volk Israel, wo sie auf Jerusalem müssen kommen. Das erste Passa, das zweite Fest von der Wochen und das dritte ist dann am Hirsch, am Hüttefest. Alle Jahre geht es wiederholt, aber das soll es auch nicht sein. Für eine kleine Idee zu kriegen, wie Shavuot, Wochefest damals geschrieben an zu feiern war, lassen wir lesen aus 3. Mose, Kapitel 23, Verse 15 bis 22. Die erzählt vom Tag am Sabbat, der Tag vom Tag, auf dem die Garf, wie der Höwend aufgebrücht hat, 7 vollständig Wochen. Die erzählt 50 Tage bis den Tag am 7. Sabbat. Da bringt dem Jahwe ein Affe aus neue Kehren. Aus ihrer Siedlungen bringt 2 Ruchte Brot, als Höwend Affe. All einzelne Rucht muss mit 2 Zehntel Eva Ränge Mehl an diesem gebackt gehen, als Erstfrucht für den Jahwe. Zusammen mit dem Brot bringt 7 Egeri Schof, ohne Fehler, ein junge Steher aus der Herd und 2 Schofsbeck als Brandoffer für den Jahwe, zusammen mit ihrem Karoffer an ihrem Drinkoffer, ein Feieroffer als agreablen Duft für den Jahwe. Offert auch ein Gäsebock als Sündoffer und 2 Egeri Schofsbeck als Friedensoffer. Der Priester erhebt die 2 Schofsbeck zusammen mit dem Brot von der Erstfrucht als erhobend Offer für den Jahwe. Sie sind dem Jahwe geweiht, als sie für den Priester. Auf dem Tag selber proklamiert dir eine heilige Konvokation für erst zu versammeln. Ihr dürft da keinen Beruf nachgehen, da das eine ewige Vorschrift an all ihre Siedlungen durch die Generationen. Wenn dir der Karschnatz von ihrem Land heranholt, rekrutierst du weder bis und Borde von deinem Steck, nach glanzt du die Rechte von deinem Karschnatz,
los dich für den Armen und den Ausländer, es sind der Jahwe, er Gott. Ich habe eine ganze Reihe Punkten erwähnt an diesem Text, ganz kurz. Es geht von 2 Ruchten, und das richtig ist zu sagen, Ruchte Brot, also hohen Affe geschwart. Interessant ist, dass diesem gebraucht Gott gegenüber von der Vierschrift beim Passa 50 Stich für drin, wo, da kann ich vielleicht da erinnern, wie man Passafest hatte, mit der Kanne, die dann überall an den Decker gucken gehen, für zu sehen, ob nach irgendwo, wenn ich diesem Leid für den zusammen zu kehren, dort absolut kein Grimmel, kein Gramm, nicht, der von diesem den Tag irgendwie am Haus sind. Aber hier wird es 4 geschrieben, dass die 2 Brot sollen doch mal der gebacken gehen. Und zur Bedeutung von diesen 2 Brot, also ganz interessant, dass das von hier an der biblischen Feste steht, weil die Erfüllung davon erkennt recht viel spät. Nämlich sie fängt echt am Vogel echt eine Kurzzeit um Pfingsten für 2000 Jahre und nämlich hier geht es um Zusammenbringen von Juden und von Heiden an Christus. Wo es komme vom Heiligen Geist, wie in Apostelgeschichte 2 beschrieben, den Anfang ist. Danach gehen 4 verschiedene Opferarten erwähnt: Brandopfer, Feieropfer, Sündopfer, Friedensopfer. Heute mit allen Bewegungen, die dann in der Welt gibt, von den Opfern geschwärzt wird, da gruselt das verschiedene Leute an, und dann sagen sie, wie schlimm das ist. Da hören noch von Regeln, die verschiedenen heidnischen Regierungen wollen auferlegen, Juden weisen hier deren, so schlürchten hun oder nicht. Opfer sind eis modern Menschen am Allgemeinen fremd. Mit Opfer haben ermöglicht, bei Gott zu kommen, bei einem heiligen Gott, ihm nur herunterzukommen. Mit Fried sind es Opfer Gott brücht gehen. Das hebräische Wort, was hier am 3. Mose gebraucht wird, als Korban. Und das heißt, eine Sache, die ermöglicht, mir nur zu kommen. Gott als heilig, an mir nicht. Dazwischen als ein Kluft. Wie kommen wir mit den heiligen Gott heran? Ende vom 2. Buch Mose, du hast Zelt von der Begegnung gebaut. Und der Moses muss raus. Weil wenn ihr wollt könnt, mit Herr, da kann nicht da bleiben. So gut der Moses kann nicht da bleiben. Und da könnt das ganz 3. Buch, was wir Levitikus auch nennen, was erklärt, wie können demals an Hautort Volk Israel und den heiligen Gott herumkommen. Und die Lesung ist Affe, nicht irgendein Affe, deren, die keine Fehler hatten, die perfekt waren. Also sozusagen, wo der Mensch, den das Affe brücht hat, mit seiner Hand, die darüber gesteibt und drauf gelöst hat, am Fongehol sich eine Möglichkeit geben, und den heiligen Gott herunterzukommen. Korban, so wird das genannt, eine Sache, die ermöglicht, in der hier in diesem Fall für mich nur zu kommen, weil Gott heilig ist, an mir nicht. Für bei Gott als in Präsenz zu kommen, brauchen wir auch heute ein Korban. Hier die verschiedenen Opfer, wo in der geopfert wird, als an der Mensch ermöglicht wird, an Präsenz von Gott zu kommen. Also kommen noch mehr heute an Präsenz von Gott, bestimmt haben wir errot durch Jesus. Jesus als Haut eise Korban, eis perfekt Opfer Kreuz, das eis ermöglicht, an Gegend, an Nähe von Gott, dem Pap zu kommen, an Präsenz von Gott zu kommen. Gott als, wie Vers 21 steht, auch verehrt gehen. Den Tag war heilig. Kein Arbeit wird dir gemäht gehen. Gott war am Mittelpunkt, ganz speziell den Tag. Es sollte auch ein friedlicher Tag sein, wie der Vers 5. Mose 16, Vers 11 steht. Friedlich
für Jahwe, dem Gott. Zusammen mit dem Jungen, dem Mädchen, dem Dinge, dem Mut, mit dem Levit, der an der Stadt lebt, mit dem Ausländer, mit dem Wesekant und mit der Witfrau, die an der Mütze sind. Auf der Platz, den der Jahwe, der Gott auswählt, für durch sein Namen wohnen zu tun. Erinnere dich daran, dass du Sklav an Ägypten warst. Pass auf, das 4 Schriften anzuhalten. Das wäre ein Refrain, den immer das 4 könnt, sich daran zu erinnern, dass sie Sklaven waren. Also muss noch mehr als erinnern, wie war es eigentlich mit uns, wie wir den Herr Jesus kannten. Aber was bedeutet nach heute für uns, den Herr Jesus zu kennen, ja an die Gnade kommt zu sein, für ihn persönlich zu kennen. Das Fest, wie wir hier gesehen, das Wochefest, Pfingsten, wie wir das nennen, war also nicht auf Familie begrenzt. Es sollte erinnern und Vorfahren, die ein Kehr Sklaven in Ägypten waren, es sollte Fest sein für jeden. Wir kommen zum zweiten Punkt. Pfingsten ist dann noch ein Fest von der letzten Tag, mit der Ausgießung vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2 wird uns das Ereignis erzählt. Versen 1 bis 13 von der Apostelgeschichte 2 abschlägt. Ich hoffe, dass man ein paar Jahre die Bibel haben. Wir müssen 2 Bücher oder 3 oder 4 mitschläfen. Apostelgeschichte 2, das ist ein langes Kapitel. Versen 1 bis 13 erzählen, wie der Heilige Geist Dinge erfüllt hat. Und Verse 14 bis 36 ging dann Predigt von Petrus herum. Und ab Vers 37 bis zum Schluss vom Kapitel, der Vers 47, gesehen mit der Entstehung von der Gemeinschaft, wo für die nicht nur Juden dazu gehört haben, aber schnell auch Heiden. All vereint an Jesu Affe, sein Tod, an seine Auferstehung, an den Heiligen Geist, den Gott uns als ein Akkont geschenkt hat, eine Überzahlung auf das ganz hin an der Zukunft. Wir lesen vielleicht aus der Predigt von Petrus an Apostelgeschichte 2, Verse 16 bis 21. Aber was hier geschieht, sagte Petrus, das ist das, was vom Prophet Joel gesagt gouf. An der letzten Tag sagt Gott, schütten ich mein Geist auf all Mensch aus. Jungen an medische Prophezeien, jungen Männer gesehen Visionen, an all Männer Drämen. Während den Tag schütten ich mein Geist auch auf mein Knirchten, an mein Mäd aus, als sie prophezeien. Ich mache Wunder oben am Himmel, an Zeichen innen auf der Erde, Blut, Feuer an Seilen aus Dampf. Die Sonne geht an der Stadt verwandelt, an den Mond an Blut, ehe der größte und herrlichen Tag vom Herr kommt. Das geschieht, da geschieht es, dass den den Namen vom Herr ruft, gerettet wird. Und ich habe gelesen, an der letzten Tag, die war nicht für uns 2000 Jahre, die haben da angefangen. Wir sind noch nur an der letzten Tag. Und die gehen noch nach weiter. Weil vieles von dem, was hier steht, wie man gibt so als Zukunftsmusik, das ist noch gar nicht realisiert. Ich gebe so, das ist den Anfang von Vers 17, den zum Teil realisiert, dass an der letzten Tag schaut nicht mehr Geist auf alle Menschen aus. Naja, auf alle Menschen ist es noch nicht. Das ist auf die leben. Und das ist auch nicht mehr ein Akkont. Eine Überzahlung. Das ist nicht der volle Geist. Wir wissen nach, wie wir all das zu kämpfen haben. Wie nach der neuen Bund gar nicht an uns so realisiert das. Römer Brief durchgehen, Kapitel 7 und 8. Wir kämpfen Tag für Tag, für an dem neuen Geist zu leben und zu gehen. Aber der Petrus hat, wie ihr seht, an der letzten Tag, die unhalen, aber wo nach ganz vieles an Zukunft kommt, für allem, was Volk Israel angeht. Weil du siehst, der neue Bund für dich gerichtet.
Der Petrus versteht heute Ausgäste vom Heiligen Geist als eine Erfüllung, die hier Zeit hält, von einer Prophezeiung mehr präzis, von dem, was der Prophet Joel, aus Joel Kapitel 3, Versen 1 bis 5 gesagt hat. Mit Pfingsten, dem Wochefest, für uns 2000 Jahre, fängen die letzte für den Petrus und auch für uns an. Lo geht der Geist von Gott nicht nur über Priestern, Propheten, über Einzelpersonen, mehr über alle Menschen ausgegossen, aber wie wir auch dann an anderen Verse werden gesehen, auch nicht mehr am Anfang auf all die leben. Was sollen die anderen damit anfangen? Wenn ihr Herz nicht verändert ist. Hinter dem ersten Pfingsten sind wir an der letzten Tag, wo das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, wo jeder, der gelebt, den Heiligen Geist kriegt. Die Ausgießung vom Heiligen Geist war ziemlich spektakulär. Auf einmal kommen Dausche vom Himmel, dass es so geklungen hat, wie ein kräftiger Wandstoß an ein ganz Haus, an dem sie sitzen, erfüllt. Wir gesehen haben, wie probiert wird, das auszudrücken, was da geschieht ist. Dann erzählt ein Text weiter an der Verse 4 bis 11 an Apostelgeschichte 2 von den Leuten, die als Sprache geschwärzt haben von den Juden aus allen Teilen vom Römischen Reich, die für das Wochefest hergekommen waren, weil sie Jahr für Jahr kommen sind aus der sogenannten Diaspora, wo sie überall an den Jahrhunderten verdrungen seit dem ersten Exil nach Babylon verspreit waren. Juden aus den verschiedensten Teilen vom Römischen Reich, wo sie natürlich auch mit der Zeit eine andere Mammensprache kruten, wo sie vielleicht an den Synagogen, wenn ich Hebräisch verstanden habe, manches wird wahrscheinlich müssen übersetzt gehen. Und du vorher sehen wir das Wunder von den Sprachen, wo der Petrus und die anderen Aposteln eine Sprache können reden, dass hier Leute, Juden, an all den verschiedenen Ländern am Römischen Reich können verstehen, was hier geht. All die da versammelt waren, und sie konnten so den Petrus seine Botschaft über Jesus hören und verstehen. Die letzte sind dann noch eine Zeit, und das nach vorne ist, wie ich gesagt habe, eine Zeit von der Gnade. Eine Zeit von der Gnade sind sie seit 2000 Jahren. Die auf Evenementen zugeht, die noch ziemlich heftig werden sind. Wo wir hier bei Vers 20 gesehen, wo große Evenementen werden geschehen. Es wird eine große Not gehen. Wenn wir Matthias Kapitel 24 lesen, wie zum Schluss wird sein. Die aktuelle Schöpfung wird noch ziemlich hart gerüsselt gehen. Jeden Tag vom Herr könnt, wenn der Menschenjung, der Jesus Christus, ein zweite Krieg könnt und das neue Jerusalem abgerichtet wird. Weil er versteht, vieles, was hier beim Joel steht, dass das nach vorne ist. Aber ein guter Anfang, ein wichtiger Anfang, zu dem auch wir dürfen da gehören, den das Gebet. Und an dem muss man festhalten. Wie am Vers 21 steht, die den Namen vom Herrn rufen, geh gerettet. Wir kommen zu unserem dritten Punkt. Pfingsten ist Fest von der Ernte an den letzten Tag. Wir lesen ein bisschen mehr weit aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 41. Wie die Leute das hören haben, als es hinten wie ein Stach durch das Herz gefuhr, als sie sollten zum Petrus und zu den Aposteln, Brüder, was sollen wir machen? Du sagte Petrus zu ihnen, kehrt und all Einzelne von euch soll sich am Namen von Jesus, der Messias, für die Verzeihung von den Sünden verlassen. Da kriegt ihr das Kado vom Heiligen Geist. Verspreche, Vers 39, gilt nämlich für euch und erkanne, auch für alle Menschen, die weit weg ist, für so viele Menschen, wie den Herr, also Gott, rufen wollt.
Ihr hört das mit vielen anderen wieder bezeit und hört sie ermunt, an dem sie sagt, lost ihr aus dieser verdorvenen Generation retten. Und also ein Resümee von seiner Predigt, die natürlich dann viel mehr lang war wie die 4 oder 5 Versen. Du gaufen die sein Wort mit Fred Ugol hatte gedäft, nach auf dem Tag selber gaufen ungefähr 3000 Menschen bei sie dabei gezählt. Vers 31, wo man dann von Petrus ob froh von der Leiter ist Vers 37. Brüder, was sollen wir machen? Ich meine, wenn wir das Evangelium verkündigen, als da denkt froh, ob dem wir werden. Es muss nicht unbedingt als Gestalt gehen, wie wenn das Herz Gott sich stellt, was muss ich machen? Nachdem sie den Petrus seine Predigt hören hatten, waren sie von ihrer Sinn überzeugt, weil sie gemerkt haben, dass sie den Messias verworfen und gekreuzigt hatten, auf den sie gewartet hatten. Lo sagte Petrus ihnen, was sie machen mussten, für gerettet zu gehen. Kehrt Lost ich all dürfen, am Namen von Jesus, dem Messias, für die Verzeihung von den Sünden und zuletzt als Thema haut. Da kriegt ihr das Geschenk, der Kado vom Heiligen Geist, das lädt am Neck, und da fährt er weiter wie viel tun. Geld, so ist es. Natürlich ist es nicht so. Das ist genauso wie auch am Ende vom Matthäus im Evangelium, den ersten Teil ist am einfachsten. Naja, Gottes Geist muss natürlich wirken, für das der jünger geht. Wenn sie sterben lassen, wir freuen uns. Ein paar Wochen nur, wenn ihr sagen darf. Mit dann fängt ihr direkt an. Halt sie alles halen, was ich erst befohlen habe. Und ich meine, für die ältere Generation, die wissen, wir sind nicht nur ganz am Konträr. Heinz der Frieden sich auch mal am Anfang sind, was den mir angeht. Die kriegt Geschenk, der Kado vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist als Gottes Geschenk für alle Gläubigen, dat hinnen ein Neidleben, Leitung, Kraft gibt, für den Messias, Christus zu leben. Ein Vers, den wir gut kennen, aus dem Jean, seinem Evangelium, Kapitel 14, Verse 16 bis 18, da frohe nicht der Pap, und hier gött ihr ein anderer Begleiter, der für ewig bei ihr bleibt, der Geist von der Wahrheit. Die Welt kann hier nicht empfangen, weil sie hier weder geseit noch kennt. Die kennt hier, weil hier bei ihr bleibt und ihr wird Sinn. Ich losen ihr nicht aus Wesen kann zurück, ich komme nächst bei ihr. An diesem Vers möchte Jesus seine Jünger stark versprechen. Hier wird ein anderer Begleiter schicken, den für immer bei ihnen bleibt. Diese Begleiter, wo wir verstanden, als natürlich den Heiligen Geist. Die könnt, nachdem Jesus zurück bei der Pap ist. Und für die Begleiter, ob Griechisch das Parakletos, bedeutet ein, der nicht könnt, für zu helfen, zu trösten, zu verteidigen. Es kann auch als Bruder oder als Tröster übersagt gehen. Der Jesus versichert seine Jünger, dass sie nicht allein gelost gehen. Der Heilige Geist wird ihre ständige Begleiter ergießen. Und den Ausdruck, ein anderer Begleiter, ist auch interessant. Das heißt nämlich, dass Jesus selber ihren echten Begleiter war. Und er schickt hier einen anderen, der sein Weg weiterführen wird. Der Heilige Geist als kein Ersatz für den Jesus. Mir ist dieselbe göttliche Präsenz in einer anderen Form. An ihnen zu wohnen, am Platz körperlich nicht ihnen zu sein, was eben nicht auf ewig kommt, der Fall sind, man es an dieser Welt nicht. Jesus hat seinen Jünger gewiesen, dass sie auch, wenn hier fortgeht, nicht verloren gehen. Am Platz geht Gott selber durch den Heiligen Geist an ihnen wohnen. Ich losen ich nicht als Wesen kann er zurück. Ich komme nächst bei ihr. Weiter sagte Petrus am Vers 39,
Versprieche gilt nämlich für ich an erkanne, a für all Mensch, die weit wäsch ist. Für all Mensch, die weit wäsch ist. Für so viele Menschen wie den Herr, also Gott rufen will. Ich weiß nicht, ob der Petrus an diesem Moment ganz ergriffen wird, was ihm am Gange war, durch den Geist zu sagen. Kurz Zeit danach giffen, vielmehr eine große Dimension davon selber kennenlernen, wann er dann bei der Cornelius muss gehen und die Erscheinung für drin hört. Und etwas muss verstehen, wie ich hier sagen, ich meine, an diesem Moment ihm noch nicht ganz die Dimension bewusst war, was das alles auf sich hat. Der Petrus versichert Leid, dass das Versprechen von der Erlösung nicht nur für sie ist, mehr für zukünftige Generationen. Leid weit über ihre Nation heraus. Er schwätzt vom Versprechen. Gott hat durch Propheten versprochen, dass hier sein Geist ein Tag auf alle Menschen ausgießen. Für ihr anerkennen sollten. Der Petrus versichert dem jüdischen Publikum, dass das nicht nur für die Leute ist, die für ihm stehen, sondern auch für hier nur kommen. Auch für alle Menschen, die weit weg ist. Und dieser Satz ist interessant. Der hat eigentlich zwei Bedeutungen. Er bezieht sich auf Juden, die bei uns in Jerusalem leben, die sogenannten Diaspora. Es weist auch auf Heden. Es wird hier noch selber nach müssen, ein paar Wochen drauf oder ein paar Monate drauf, oder vielleicht ein paar Jahre, ich bin noch nicht genau am Kopf, ich habe selber ein Problem gestaltet, dass doch nicht Juden, die später das Evangelium hören, gerettet gehen. Das geht der Viergeschmack, wie das Evangelium sich auf die ganze Welt verbreiten gibt. Für all die den Herr, also Gott, trifft, das betont, dass der Lesung Gottes Werk ist. Leid kommen nicht für sich bei Herrn, Gott trifft sie zu sich. Gott riert an unser Herz, aber Gott trifft und wir müssen ändern. Wir sind Teil, heute, von Gottes Mission, weil Versprechen für all die weit weg sind ist. Sie mir gerufen, die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Das ist eine gute Nachricht, das Evangelium. Wie wurde gesagt auf Griechisch. Es gibt keine bessere Nachricht. Nämlich, dass wir an Gott ein neues Leben, ein ewiges Leben kriegen. Lassen wir zum Aufschluss kommen. Wir hatten am Anfang am meisten Teil über das Fest von der Woche geschwärzt, wie natürlich Volk den 50. Tag feiert, um Auszug aus Ägypten. Wie einfach ermöglichen, in Kontakt mit Gott zu kommen, das Fest als ein Teil von den Vorschriften vom Bund um Sinai, vom sogenannten Ahle-Bund, der Bund um Sinai. Der neue Bund, der mit Jesu Tod und Auferstehung angefangen hat, ermöglicht eine ganz andere Qualität von Relation mit Gott durch den Heiligen Geist, der mit dem ersten Pfingsten für uns 2000 Jahre auf Jünger kam und dann auch seitdem auch auf all die könnt, die Jesu Affe für ihre Sünden unholen. In Epheser Kapitel 1, Versen 13 und 14 steht, nachdem es die Botschaft von der Wahrheit, und das Heil und Heden, Gericht und nicht Juden, nachdem es die Botschaft von der Wahrheit, die gute Nachricht, als an der ihr Rettung bringt, Herren hat, an der Christus gelebt hat, gauft auch dir, man versprochenen Heiligen Geist, versichert, denen erkannt von unserer Erbschaft ist. Mei könnt nach, den Heiligen Geist als Eisen erkannt, ob mei den Eis am jetzigen Leben alltag zur Seite steht. Dass wir dabei können sein, als Nicht-Juden, als Heden, als denen, die aus der Nationen kommen, das verdanken wir einzig und allein dem Jesus. Wie in Epheser Kapitel 2, Versen 12 und 13 steht. Erinnert dich also daran, dass dir gebürtig Nicht-Jude wart, dir war zu der Zeit, wo Christus getrennt, von der Nation Israel ausgeschlossen, affirme, was die Allianz vom Versprechen angeht. An der Welt hat ihr keine Hoffnung, erwart ohne Gott. Mehr los ihr dir
die dir freier weit erwäscht wird, durch Christus Jesus nur beibrächt gehen, durch Blut von Christus. An der Zeit für Jesus, an den Jahrhunderten für drun, wann Heiden sich vom Judentum ausschwätzen gelassen haben, von dem Gott, wo sie gemerkt haben, irgendwie, dass eine andere Qualität wie alle die Götter, die als Tremisch Reich oder andere Reiche da präsentieren, dann hatten sie eine enge Möglichkeit. Dann haben sie sich ein bisschen beschneiden lassen, Männer an Juden gehen. Wie wir aus dem Galaterbrief wissen, wo der Paul ziemlich heftig muss kämpfen, für sein Evangelium richtig zu verstehen. Seit Jesus muss man als Männer nicht beschneiden lassen, an Juden gehen, für an den Genuss von all dem zu kommen. Am Glauben an Herr Jesus kommen an den Genuss. Also das ist auch so, wie es steht, der war zu der Zeit von Christus getrennt von der Nation Israel. Also sind wir nicht mehr ausgeschlossen aus all den Allianzen. Wennst dem Herr Jesus, wennst seinem Opfer. Lost eis ihr all das froh sein, am Heiligen Geist leben. Wir sind nicht allein. Den Heilige Geist begleitet uns an uns geht. Wie wir am Anfang gesehen hatten, und das war schon so bei der biblischen Fest, beim biblischen Wochefest, das ist kein trauriges Fest. Wir mussten nicht alle mit traurigen Gesichtern sitzen und auch Herr Nova mal rausgesümmert, ja nicht. Das ist ein Friedlichfest. Wochefest oder Pfingsten, also ein Friedlichfest. An High Apples zum Beispiel, was Juden zu diesem Fest essen. Foto ist vielleicht nicht so ganz perfekt. Wenn irgendein Koch, ein Eis oder ein Köchin daran interessiert das, dann kann ich ihm da doch checken. Oder etwas Ähnliches, was auch heute am Judentum gemäht wird, dass dort sind verschiedene Gerichte, die sich machen, einfach ja, für den Tag zu verschönern. Wochefest oder Pfingsten, also viel Geschmack, ein echt Ernt. Und das ist interessant, dass schon das ein echt Frucht genannt wird am 2. Mose 34, 22a, weil wir haben auch die echt Frucht gekriegt am Heiligen Geist, den erkannt. Ein echt Frucht, das ist ein echt Ernt mit Geist und mit Weiß und mit Brüllen mehr, all Jahres an über die ganze Summe kommen all die anderen Früchte, die werden geerntet gehen, an den Aufschluss davon als am Hirst. Am September, Oktober, am sogenannten Hüttefest, was wir auch hier auf eine Art und Weise an der Kirche feiern mit dem Ernte-Dankfest. Wo dann die komplette Ernte als mit den Früchten aus dem ganzen Summe. Wir sehen, wie Gott das alles schön angedeelt hat, als die Echtfrucht gehen hört, den Heiligen Geist, und er kommt, ich könnte noch viel mehr. Mit das, was wir schon gekriegt haben, das hilft uns dafür da am Leben. Und das ist auch etwas, was man als gute Botschaft muss weiter sagen. So ist es doch für uns, mit dem Heiligen Geist, den er kommt, als eine Überzahlung, das komplett könnt, bei Jesus zurückkönnt. Lost uns als Freien am Heiligen Geist. A Galater Kapitel 5, Vers 16 sagt Paul, lebt durch den Geist. Sein Frucht als lebt, Fried, Frieden. Amen.